ist sie uns erschienen, meine Damen und Herren. Und ich muss es Ihnen sagen, denken Sie an meine Worte. In vielen, vielen Jahren, wenn die meisten von Ihnen schon im Ascheeimer der Geschichte gelandet sind, wird sie, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, steinalt, Gicht geplagt, aber immer noch die Raute vor sich hertragend durch den Reichstag geistern. An ihrer Seite krumm gebuckelt ihr treuer Aklatus Altmaier. Er stützt sie auf dem Weg zu ihrem Sitz auf der Regierungsbank und flüstert ihr leise fragend ins Ohr, "Same procedure as every year." Woraufhin sie mit schwacher, aber bestimmter Stimme antworten wie, "Same procedure as every year, James." Peter, machen wir uns nichts vor, denken Sie an meine Worte. Gegen Angela Merkel war Helmut Kohl eine bereits im Kindbett verstorbene Eintagsfliege. Ja, es ist ja schön, es ist ja wunderbar, ja, dass die statistische Lebenserwartung ständig steigt. Aber es hält sich doch keiner dran. Bitte, ja, bitte. Ein Mann wird heutzutage 77 Jahre. Statistisch. Das heißt, mit 77 ist man fällig, mit 78 überfällig. Da ist das Haltbarkeitsdatum aber sowas von abgelaufen. Ja, Wurst und Käse schmeißt man weg, Opa darf einfach weiterleben oder was? Man muss doch unsere Nachkommen verstehen, bitte, ja? Die sagen sich, Kind können wir uns nicht leisten, wir haben schon einen Rentner. Ich kann nicht sagen, der sogenannte Generationenvertrag, also die umlagefinanzierte Rente, ist Deutschlands Sargnagel, sagt die BFA. Hier, viele von uns, alles Sargnägel. Und wenn nicht heute, dann spätestens morgen. Ich
Willst du Geld aus der Klamotte? Kannst du absehen vom Gymnasium, Arschloch? Hab ich keinen Bock drauf, brauchst Arbeit. Ey, Spitze, was willst du? Arbeit? Weiß nicht, hab ich keine Ahnung. Kfz-Mechaniker vielleicht. Ey, Kfz-Mechaniker, Spitze, hab ich Schulabschluss für Kfz-Mechaniker. Ey, weiß ich, Arschloch. Und als Schulabschluss? Hab ich nicht. Mach ich nach. Ey, machst du nach Spitze, musst du kein Deutsch für Schulabschluss. Ey, weiß ich, Arschloch. Kannst du Deutsch? Kann ich nicht, lerne ich noch. Ey, bist du bekloppt, ey, wo willst du lernen Deutsch, ey? In Volkshochschule, Arschloch. In Volkshochschule, alles wegen scheiß Buch, ey. Wie heißt Buch überhaupt, ey? Deutschland, schaff's ab, ey. Schaff's ab, ey. Schaff's ab, ey. Wie schaff's ab, ey? Hab ich echt total keinen Durchblick, schaff's ab, ey. In Deutschland bald mehr Türken als Deutsche. Ey, echt, Alter? Ey, logisch. Und warum? Weil deutsche Männer scheiße Vögel. Ey, echt, Alter? Ey, logisch. Türke bibbeln wie Weltmeister. Wenn ich gucke, Frau nur an, schon schwanger. Echt, Alter? Ey, logisch. Ey, mach mal. Pass auf. Brauch ich Freiwillige. Erotischer Ausstrahlung sei wie kalte Hafergrütze. Frau Löffler. Auch kalte Hafergrütze kann eine überaus erotische Ausstrahlung haben. Besonders wenn man sie von Veronika Ferres nach den Hintern herunterschlägt. Ich möchte nun schließen mit meinem Lieblingszitat: Der Vorhang zu und alle Hosen offen. Ich bedanke mich bei mir für meine Aufmerksamkeit, wünsche mir noch einen guten Abend und darf Ihnen nun, meine Damen und Herren, den nächsten Klon ankündigen. Den Klon von Rudi Carré mit seinem allerneuesten Hit. Guten Abend, Männer. Dankeschön. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Glücklich eine weiße Weste, von dem Kuchenstück die Reste. Glücklich sitz ich auf dem Klo und mein Fahrrad sowieso. Glücklich meine Tante Käthe, es ist ihre rote Beete. Glücklich ist man arbeitslos und will doch kein Trauerklos. Sicher sagt ihr Mann, oh Mann, was Rudis Klon so alles kann. Dieses war die erste Strophe und jetzt kommt die zweite Strophe. La 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 la. Geht's für mich wieder ans Sterben, lasst euch nicht den Spaß verderben. Denn es steigen aus dem Grab Günther Jauch und Stefan Raab. Und für euch als Quotenlohn gibt's dann einen neuen Holland-Klon. Sofort bald ein neuer Spaß aus dem Reagenzglas. Ja, dann wird's mal wieder richtig Sommer. Ein Sommer, wie er früher einmal war, als er noch das Original war.